Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Terranigma auf Pelzig. Nachdem wir jetzt die Tiere gerettet haben, können wir uns auch hier mal ein bisschen umgucken mit der Tiere retten. Und ich fühle mich gerade selber ein bisschen wie in Afrika, muss ich sagen. Es ist heute Ende 20.06. und ich schwitze wie eine Sau, weil es draußen über 47 Grad in der Sonne hat, was es uns anzeigt. Und im Schatten wird es 34 Grad oder so haben. Und ich bin jetzt schon um 2:30 mittags am Schwitzen wie ein Schwein. Ich fühle mich echt, als wäre ich hier auch ein Safarium in Afrika, nur ohne den wunderschönen Swimmingpool, den wir hier haben. Wir halten die Flieger von der Löwe fern. Deswegen beschützen uns die wilde Raubkatze. Alles klar. Also hat auch der kleine rote Vogel hier seine Berechtigung. Was ist mit dir, Äffel? Wie bitte? Du bist ein Mensch? Unmöglich. Laut meiner Studie kann hier kein Mensch auftauchen. Willst du meine Theorie hören? Ach jo, komm. Erklär mal deine Theorie, ich bin ganz heiß drauf. In der Vergangenheit existierten hier alle Lebensformen bis zu dem Tag, an dem die Seele von allen Lebewesen auf der Welt versiegelt worden sind. Menschliche Seelen liegen ohne den Schnee von der Berge östlich von hier. Ah, so ist das. Noch nie ist jemand dort gewesen. Der mächtige Fluss vor der Berge, den kann kein Mensch überqueren. Der Gewalt von der Natur hat dem Mensch nichts entgegenzusetzen. Naja, leider nur bis zu einer gewissen Epoche, mein Primate-Freund. Okay, jetzt sagt er wieder nur dasselbe. Aber interessant, dass hier das Äffel hier der Herr Professor ist. Und noch interessanter ist, dass es ein Neuweltaffe in Afrika ist. Ach, interessant, wie ich finde. Du, Vöchelchen, was sagst du wieder? Ich verrate etwas. Wenn du mit dem Löwe gegenüberstehst, dann darfst du fortrennen. Bleib ruhig und beweg dich nicht, dann werden sie dich akzeptieren. Alles klar, ja, ich da drauf. Wie kannst du mir dann bestimmt helfen? Okay, du bist Händler. Dann lassen wir jetzt mal gut sein, den Ende, dann finden wir bestimmt irgendwo wieder. Der Magier hier ist uns auch noch willkommen. Alles klar, die Dinger haben wir aber allesamt schon. Von daher kann der uns nicht so großartig weiterhelfen. Was sagst du hier? Du willst da wirklich neu? Sicher? Die Löwe leben dort, die werden dich fressen. Oh, okay. Lass mich in Ruhe. Ach Gott, was wie ich die Schildkrott. Und was sagst du hier? Aber mit dem kann ich gar nicht sprechen. Schade, schade. Ich hätte jetzt auch gerne mit dem gesprochen. Okay, dann gehen wir nochmal zu der Löwe rein. Oh. Und was eine geile Animation schon. Deine rote Aare in der Dunkelheit. Ein Mensch. Da ist ein Mensch. Das kann nicht möglich sein. Kein Mensch darf die Höhle betreten. Egal. Es scheint ein leckeres, zartes Menschel zu sein. Das Menschel ist selber schuld. Lass es uns fressen. Oh, und das machen auch noch die männliche Löwe. Also nicht schlecht, wenn sogar die jetzt schon am Jagen sind. Na gut, die wollen uns angreifen. Zurück mit euch, lassen den Mensch in Ruhe. Oh, jetzt kommt der Overgoscher. Da sehen wir schon, der ist farblich etwas stärker dargestellt als die andere. Der hat einen schöneren, satteren Beige-Ton als die andere Löwe. Tapferer Mensch, wir heißen dich in unserem Königreich. Willkommen. Wir sind sehr stolz auf dich. Und von hinten sehen die irgendwie sehr verstörend aus, die Löwe, finde ich. Ich meine, von vorne und von der Seite sind die schon sehr geil animiert, aber von hinten finde ich die etwas verstörend, irgendwie, die Löwe. Und ich muss sagen, Keto ist leer. Ich muss sagen, ich finde, Tiger, die schönere Großkatze, um ehrlich zu sein. Löwe, das sind zwar auch sehr schöne Tiere, vor allem die männliche mit ihrer großen Mähne, aber irgendwie fand ich Tiger doch immer schöner als die Löwe. Ja, jetzt haben wir's. So. Liam ist in der Schlacht südlich von hier. Der Königsspross muss eine Mutprobe stehen. Ganz allein. Nur diejenigen, die die Mutprobe bestehen, erhalten die Königskrone. Aha, so ist es also. Hast du schon eine kluge Sandor kennengelernt? Er ist ein bisschen verwirrt. Er weiß aber trotz allem viel. Ja, das wird wahrscheinlich das Äffel gewesen sein, der kluge Sandor. Zum Glück nicht der Sandor Clegane. Der hat nämlich ein verbranntes Gesicht und ist ganz wischt. König Leon ist ein hervorragender Regent. Oh, das freut mich. Freut mich, das über den König zu hören. König Leon ist alt war. Leons jüngster Sohn Liam wird an einem Tag der Thron besteiger. So. So ist es also.
Hier haben wir sonst niemand mehr. Ne, dann hol ich mir doch mal ein Königspaar und spreche natürlich erstmal mit der Dame des Hauses. Ich bin Leons Frau, die Mutter von Liam. Ich habe große Bitte an dich. Mein Sohn Liam absolviert in der Schlucht der Mutprobe. Die Vöchel haben berichtet, dass dort wilde Bestien hausen. Aber trotzdem will Leon die Mutprobe nicht abbrechen. Kannst du Liam zur Seite stehen und retten? Bitte. Oh, wie lieb. Und seiner Löwemutter kann ich auch nichts abschlagen. Ich bewundere die Mutige. Du bist hier sehr willkommen. Ich bin König Leon. Ich herrsche über die Löwe und Tiere in Safarium. Das ist unser Reich. Fühl dich wieder heim. Mach ich doch auch glatt. Aber die liebe Löwemutter hat uns jetzt auch schon drum gebeten, auf ihren kleinen Gewitterbutze aufzupassen. Und das machen wir doch auch gleich mal. Das heißt, wir müssen jetzt der kleine Löwe Liam bei seiner Mutprobe helfen. Und da habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut, eigentlich noch viel mehr als auf Zoe, weil das ist so ein schönes Gebiet, wo es nicht einfach darum geht, dass man ziemlich große Gegner wegmoscht und dass man sonst auf irgendwelche große Overgoscher oder so Acht geben muss. Es ist ein Low-Level-Gebiet, würde ich sagen, aber trotzdem besticht es vor allem durch die Storyline, die man hier macht. Und hat auch wieder eine tiefe Botschaft zu vermitteln, wenn man durch ist. Und noch viel geiler, worauf ich mich am allermeisten gefreut habe, ist die Musik dort, die es dann gibt. Und ihr hört schon, dass hier Gefahr droht, Schlucht. Löwe sind ungewöhnlich zähe Bursche. Der kleine Prinz muss sich der Prüfung in der Schlucht stellen. Danke, du weiser Kaktus. Hast du vielleicht auch noch einen Rat für mich? Okay, das sagt genau dasselbe wie sein Kumpel dort drüber. Und was sagst du, Eul? Endlich kann ich mit einer Eul sprechen. Aber die hat nach wie vor die Haare zu. Das finde ich ein bisschen unhöflich. Vor einiger Zeit ging ein kleiner Löwe in die Schlucht. Okay, dann sind wir hier anscheinend richtig. Und ihr seht, hier hört die Liane auf. Wir können entweder bis zum Schluss runter oder wir können loslassen mit der B-Taste. Aber ich kletter jetzt einfach mal runter. Und dann passiert das. Und ja, ich muss sagen, Ark hat definitiv Kniescheibe aus Eisen, wie wir jetzt sehen. Nach so einem Sturz landet er immer noch auf beide Beine. Der muss Kniescheibe aus Eisen haben, wie schon gesagt. So. Und was ist da? Das sind ein paar von den wiechten Feckel und da ist ein kleines Löwebaby. Das wird er wohl sein. Zack. Danke für die Rettung. Ich hab gedacht, ich wäre am Ende. Ah, schon gut. Du scheinst schon ein bisschen jung zu sein, ganz allein an so einem gefährlichen Ort. Hast du keine Angst? Alle Löwen werden auf die Art geprüft. Mein Papa sagt, das Leben ist sinnlos, wenn man es nicht alle schafft. Das klingt ganz schön hart. Na, Allah, ich werde dich auf deinem Weg begleiten. Ich habe mich so auf die Musik gefreut, es ist so goldig. Und auch wie der kleine Gewitterbutzer da gemacht, es ist so goldig. Der hat noch nicht so richtige Mähne, ist am Kopf also noch ein bisschen nackig und der bewegt sich auch so tapsig. Ach, der ist so goldig. Der Clay ist echt goldig. Und ich mag die Musik einfach, die ist so episch. Du musst mal aber aufpassen. Man muss sich dem Tempo von dem Clay anpassen. Ansonsten landet er wieder irgendwo ganz weit hin und man hat den Abschnitt verumme gemacht. Man muss also aufpassen, dass man hinter dem Clay bleibt und dass der nicht aus dem Bildschirmrand abhaut, der Clay. Und dass er auch nicht zu sehr attackiert wird. Das heißt, man muss auch die Gegner für ihn erledigen. Und muss halt auch wirklich aufpassen, dass man immer im Bild bleibt mit dem Clay. Okay, was ist jetzt hier los? Wie soll man dann die Klippe bewältigen? Naja, ich jetzt sage, ich gehe mal durch und na. Also jetzt hat er mich gerade vorgeführt, der Clay. Ja, Löwe, hängst du ein bisschen einfacher mit Sprungkraft und so von Großkatze. Hey, Großer, du bist aber lahm, leg doch mal einen Zahn zu. Das sagt derjenige, der die ganze Zeit rumkreucht und fleucht. Aber na gut. Das ist auch sowas, der Clay muss immer zuerst ins nächste Gebiet reingehen. Sonst hat man da ein Problemchen. Wo ist er denn jetzt? Ah ja, okay, klar, das gehört dazu. Ich war gerade eben etwas verwirrt, muss ich gestehen. Hey, hör auf, du. So. Ich war gerade eben verwirrt, das gehört aber dazu. Der befindet sich jetzt hier. Hey, Großer, was ist denn los? Wir sollten uns dummler als statt zu trödeln. Ja, das sagst gerade du, Kleiner. Frechdachs. Jetzt müssen wir wieder auf ihn warten. Das heißt, der krotzt jetzt die ganze Zeit rum. Und wir müssen warten, bis er den Weg geht.
Ich weiß, das ist ein bisschen lästig, die ganze Zeit zu warten, bis der seinen Weg gegangen ist, aber trotz allem mag ich die Passage von dem Spiel sehr gern, weil ich meine, das hat ja doch irgendwie was Tiefgründiges. Man hilft dem kleinen Löwe bei seiner Prüfung, die sehr schwer ist eigentlich, was so ein kleiner Gewitterbutze wie denn. Und man hilft ihm ja bei seiner Mannbarkeitsprüfung. Das finde ich auch sehr wichtig. Boah, das macht aber Spaß. Wenn das immer so ist, hätte ich jeden Tag eine Prüfung ablöcher. Ja, du musst ja nicht die ganzen Viecher beseitigen, Liam. Also wie gesagt, immer warte, bis der zuerst ins Gebiet reingeht. Sonst hat man da ein Problemchen. Und der Clay, den kann man auch nicht angreifen lassen. Der kann es auch gar nicht. Das heißt, man muss für ihn auf jeden Fall immer die Gegner beseitigen, damit er nicht attackiert wird. Man will es nicht auch so einfach wie möglich gestalten. Der Vater von ihm hat zwar gesagt, das Leben muss hart sein und du musst alles allein packen, aber wir sind doch mal eher noch seiner Mutter und helfen doch mal ein bisschen bei seiner Aufgabe. Damit der kleine Wicht nicht alles allein machen muss. Oh, jetzt Eva, was knapp? Was hat er sich verlaufen? Huch, ich habe einen Fehler gemacht. Wir müssen umkehren. Ach ja. Naja, wenn man nur so groß wie die Stähe ist, ist so klar, dass man da ein bisschen den Überblick verliert. Das kann wohl jedem passieren. Aber wir sind ja hier sein Bodyguard. Wir passen auf, dass nichts Schlimmes passiert. Ah, ich liebe das Lied einfach. Das ist so schön. Ich finde, es zeigt, das Lied zeigt definitiv, passt einfach sehr zu dem kleinen Löwe, der hier sein Abenteuer startet. Ich finde persönlich, es passt einfach nur hervorragend und ist richtig schäfer, die Situation. Oh, hier ist eine Abzweigung. Wo geht's denn weiter, Großer? Steht mal Sache rechts lang, oder? Die rechte Abzweigung ist ganz sicher richtig. Hey, Großer, bist du etwa ein Wahrsager? Natürlich. Ich bin immer Wahrsager für kleine Löwe-Kinder. Liegt aber vielleicht daran, dass ich das Spiel schon ein paar Mal gespielt habe. Und dass ich die Geschichte schon auswendig kenne, mein kleiner Löwe-Prinz. Der ist aber auch so goldig gemacht, sowohl von vorne als auch von der Seite. Okay, von hinten ist er jetzt weniger goldig, weil er doch genauso verstörend aussieht wie die große Löwe. Aber von der Seite ist er ziemlich goldig. Der erinnert mich ein bisschen an unseren Kater hier daheim, nur in beige statt in schwarz. Gott, mein Kater, das ist aber auch so ein wiechte Kerl. Also mein Kater, der hat definitiv psychische Probleme. Der Kleine dagegen ist einfach nur frech. Aber trotzdem ist er goldig. Man verzeiht es nur doch irgendwie immer. Einfach weil sie so goldig sind, die Tiere, ne? Man lässt ja nur schon sehr viel durchgehen, egal ob das jetzt Haustiere sind oder ob das jetzt wilde Tiere sind. Und ich persönlich finde es ganz schrecklich, wenn so Leute auf Safari gehen und dann Tiere einfach so umbringen, einfach nur, weil sie es können. Das finde ich ganz, ganz schrecklich. Boah, das macht aber Spaß, wenn es immer so ist, die jeden Tag eine Prüfung ablecker. Ja, jeden Tag muss nicht sein. Einmal für ein Let's Play reicht's Liam. Da, guck mal da, die vielen Dämonen. Ich werde erfolgen, um zu gucken, wie du kämpfst. Jetzt haben wir mal endlich hinten dran. Das heißt, wir müssen jetzt auf nichts mehr achten, sondern einfach nur die Viecher platt machen. Hollerö, du bist aber stark. Und das sagt er jetzt die ganze Zeit, wenn ich so viel plätte. Und ich liebe den Ausdruck, der kommt in Terranigma häufig ja mal vor. Ich habe nur darauf gewartet, dass er jetzt endlich vorkommt. Hollerö, so ein typischer 90er Jahre Freudenbegriff oder noch älter. Und der kommt in dem Spiel sehr, sehr häufig vor. Und ich finde das Wort so ultra geil. Cool, das Stäbrück-Service habe ich ja noch nie gesehen. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt hinten dran gehen. Und sobald es runtergeht, sind wir unten. Das heißt, wir müssen immer warten, bis der Clay wieder die nächste Etappe trifft. Das war vielleicht aufregend. Ja, so mehr oder weniger, ne? Müssen wir wieder warten, bis er da durchgewurschtelt ist. Und dann können wir wieder ins nächste Gebiet reingehen. Ich finde es auch so goldig, wie dem sein Schwänzel die ganze Zeit so hin und her geht, wenn er läuft. Ja, es macht immer noch Spaß und er geht jeden Tag gern so ein Ding ablecken. Oh, ich nicht Liam. Ja, wie gesagt, was so Safari-Dinge angeht, ich finde es so geschmacklos, wenn man da auch so Bilder sieht von solcher Arschgeige, die so ein Löwe gerade geschossen haben und dann vor dem Kadaver von dem Tier stehen und noch so hässlich die Daumen hoch zeigen, so saudumm grinsen. Also das finde ich extremst geschmacklos und zum Kotze, so Leute, die auf Safari gehen, um Löwe zu schießen oder allgemein um Tiere zu schießen. Das ist geschmacklos ohne Ende.
Boah, guck dir mal die Felser. Ihr kennt, na, ich denke, was für einen Weg ich gehe und was für einen Weg der Liam geht. Ganz schön hoch, ach, ne? Hey, Großer, lass uns ja mal ein Rennen noch offen machen. Auf die Plätze. Ich schummel mal ein bisschen. Fertig? Los! Ja, das ist wohl ein bisschen unfair. Selbst wenn ich schummel, geht es nicht so gut, wie wenn es der Clay macht. Da haben die Raubkatze definitiv einen Vorteil. Aber wir wascheln jetzt hoch zum Clay. Der wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen über uns lustig machen. Großer, du hast verloren. Ja, hätte ich die Sprungkraft von seiner kleinen Raubkatz und das Klettergeschick, da hätte ich es auch gepackt. Es macht immer noch Spaß und er wird jeden Tag das gern machen. Ach du liebe Zeit, jeden Tag Babysitter. Irgendwer bestimmt ja nicht, sei bloß vorsichtig. So kann er jetzt rüber hupsen und jetzt haben wir 2 Gebiete. Für ihn und für mich. Im selben Gebiet. Da ist noch so ein wiechter Kerl. Der Schlammhaders. Was für eine Überraschung her. Ich bekomme hier sehr selten Gäste. Lassen uns feiern. Aha, ihr kennt's, ich denke. An den kommen wir sonst nicht dran. Deswegen haben wir da Stäh. Und der kleine Liam erweist sich hier als sehr nützlich, indem er uns weitere Stäh holt. Hey, Großer, wirf mit dem Stäh. Das finde ich auch sehr geil, wegen dem Druck von den Schlammkuckler. Wird er dann so ein bisschen noch hingedrückt, wenn ich das mit dem Schild abwehr. Das zeige ich euch jetzt nochmal. Achtung, drauf achte. Zack, 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 zack. Der immer so ein bisschen weiter noch hingedrückt wird wegen dem Druck. Das finde ich schon sehr geil und realistisch gemacht. Also an sich ist der Kampf nicht besonders hart, wie ihr das hier kennt. Zack, 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 zack. Immer abwehre, Stellhole. Der Butzennickel, der sorgt für weiteren Hochschub. Und dann ist das relativ easy. Schön ist es auch gemacht mit dem Nebel, der da vorbeizieht, generell in der Schlucht. Das finde ich auch sehr schön animiert, dass man das so drüber legt über das, über den generellen Hintergrund oder die generelle Umgebung. Mit einfachen Effekten doch auch wirklich ein großer Effekt erzielt, würde ich sagen. Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Warten, es tut mir leid. Sich der Prüfung zu stellen zeigt von großem Mut. Es war nicht fair, aus eurer Unwissenheit Kapital zu schlagen. Ich gelobe, mich zu bessern. Nimm das Geschenk als Beweis davor. Also, ganz im Ernst. Eigentlich stehe ich ja eher dafür plädieren, noch einmal auf das Scheißvieh zu schmeißen. Weil, guckt euch den doch schon mal an, der ist von Grund auf bös. Und Quod era demonstrandum. Du na, hast du wirklich geglaubt, dass ich dich gehen lasse? Adieu. So, jetzt sind wir da unten auf so einem Vorsprung gelandet. Hey, Großer. So spielt's Leben. Selbst wenn man älter wird, ist man vor Betrüger nicht gefeit. Ja, das ist auch eine wertvolle Erkenntnis. Aus Dank möchte das Los ersparen. Was hast du mit ihm geschafft? Tja, jetzt geht's doch aber ab wie Sau, wir können nichts machen. Los, Liam, zieh ihm den Schlamm über die Ohren. Reißen sein Matschloch auf. Das ist für ihn. Ich werde nicht verlieren. Also wenigstens gegen so ein Popelvieh, was wir mit MA-Griff töten können. Mit so einem Vieh legt das sich jetzt an. Beziehungsweise das muss ja wohl der König von den Schlammviecher gewesen sein, weil der ein paar von den Stähe eingesteckt hat. Aber für so einen Kleiner ist das schon echt die Herausforderung. Das ist aber kein gewöhnliches Löwebaby, oder? Nicht wirklich. Das ist der gute Liam. Und der hat's richtig drauf. Ja, wir können nur nichts mehr machen, bis er jetzt von sich aus stehen bleibt. Entschuldigung. Ich wollte wirklich nicht lügen. Verschon mich. Liam schweigt. Ich hab mich schlecht benommen, glauben, ma.
Ja, das ist sogar mit Beweise festzustellen, dass du dich schlecht benommen hast. Und das Geräusch sagt eigentlich schon alles, dass der Clay das Tier jetzt, dass das Monster jetzt tatsächlich umgebracht hat. Offscreen, ne? Was ich an sich schon recht hart finde, um ehrlich zu sein. Man hat zwar nicht echt gesehen, aber jetzt ist der Clay das erste Mal mit dem Töter in Verbindung gekommen und hat jetzt das erste Mal tatsächliche Wesen umgebracht für seine Mannbarkeitsprüfung. Und, ich krieg da jedes Mal wieder Gänsehaut. Das sind so Sachen, da muss man halt echt mal ein bisschen drüber nachdenken, wie ich finde. Du musst das erstmal so auf sich wirken lassen. Nicht einfach nur so als Spiel aus der 90er Abdur mit schlechter Grafik aus unserer heutigen Sicht. Ich finde definitiv, das Spiel ist nach wie vor bombastisch und hat so viele Botschaften, worüber man nachdenken kann. Das ist unglaublich immer noch. Hey, Großer, du bist okay. Du hast den Dämon ganz allein bezwungen. Cool, ich hab's gepackt. Ich allein hab den Dämon besiegt. Ich fühle mich, als könnte ich Bam ausreichen. Es scheint, als wird der Liam von mir wohl erwachsen. Fällt jetzt auch was runter. Und? Hey, was ist denn das? Hat der Dämon das bei sich hatte? Was ein prächtige Städte, so reih und leuchtend. Bewahren wir mal als Andenken an unser Abenteuer auf. Das wäre ich. Ich betrachte ihn als Zeichen vom großen Mond. Liam erhält den Mondstein. Und das Ding wird noch sehr viel später im Verlauf vom Spiel für uns wichtig sein. Ich werde Möwe rufen. Im Moment, ja? Tja, jetzt kommen wir auch hier wieder raus. Mit dem Möwe-Trager-Express geht's raus. Ach ja. Und wieder zurück nach Safarium. Ja, wie gesagt, ich finde, gerade dafür, man sollte so Spiele auch definitiv immer aus der Warte von früher gucken und jetzt nicht so belächeln von wegen, guckt euch doch mal das Spiel an im Vergleich zu heutigen Spielen, sondern früher hat man sich über sowas gefreut wie noch was, weil es halt nichts Besseres gegeben hat, muss man dazu sagen. Und ich spiele es auch immer noch extremst gern, weil das Spiel im Vergleich zu sehr viel heutigen Spielen einfach Botschaften vermittelt. Und Gänsehautmomente hat, von denen sich heutige Spiele definitiv dicke Scheibe abschneiden können. Deswegen finde ich, Terranigma ist immer noch eins von den großartigen Spielen. Und an der Stelle, ich sage, ihr liebe Leute, mache ich einen Cut und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Terranigma auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen, Ayan Yankee.